Ja, Lefjecke, schön, dass ihr wieder da sitzt. Hier kommen jetzt die News von Karnevalsfreitag 2013. Ja, Lefjecke, ich hoffe, ihr habt gestern all schön viel Viva-Fastelavond und ihr habt, mein Gott, ich hatte noch ein bisschen Probleme mit der Aussprache, es war ein bisschen länger und vor allen Dingen die Flüssigkeiten, die liefen unheimlich gut. Naja, wie dem auch sei, die Welt dreht sich ja wieder, da die Idiot gefeiert hat, da bin ich mir sicher. Wahrscheinlich jeder Hück auch ein Dreck wieder auf Tour, bei mir jedes dann morgen so richtig wieder. Aber bis dahin kann ich Ihnen noch ein bisschen schwade. Trotz allem hättet ja das ein oder andere Ereignis neben dem Karneval auch noch hier. Ja, und dann kommen wir auch direkt zu dem Thema Beauty and the Nerd. Hat er das gesehen? Mein Gott, da dachte ich gestern nach dem Viva Fastelavond, hätte hat hier noch Schreckensbilder ertragen müssen. Da geht das abends für der Flimmerkist direkt wieder. Das Beste war der Stajas, hey, der mit dem Models da auch rumgetrickst hat, hey, der Thomas Rath. Also ich muss sagen, ich habe überhaupt nichts gesehen, denn im Gegenteil so ja, ich finde den eigentlich ganz gut. Aber was der da jetzt für wundervoll brat hat in der Show, also da muss ich schon staunen. Da fliegt der nach Südafrika, um dann da so einem Nerd das Haar von der Brust zu reißen und dann anschließend in einen Rudebutz und eine Flanellhemd zu packen. Und was die Beauties und die anderen Nerds dann gestaunt haben, als der Typ dann noch der Rasur ohne Haar hinter dem Vorhang erscheint. Also, das war alle Wunder. Respekt! Ja, und danach muss ich dann im besoffenen Kopf noch das nächste Highlight auf Pro7 bestaunen. We Love Zelda. Wahnsinn! Ich kann es kaum begreifen, aber mir scheint das einfach so, dass der Sender zu viel Geld hat und der bestusste und blödste Pens aus der Prärie eine schöne Urlaub spendieren muss. Vielleicht hat er ja eine Ahnung, was der Sinn hinter der Aufzeichnung ist. Also falls noch mehr dahinter ist als Bestusste, die sich gegenseitig damit übertrumpfen, Schwachsinn auf dem Mattschief zu projizieren. Also wenn ihr da einen Sinn erkannt habt, dann könnt ihr mir das ja mal mailen oder ein Fax schicken oder sonst jetzt. Lebenserwartung. So alt werden sie. Und? Hat auch gelurrt, wie lange noch Karneval feiern dürfen. Also wenn ich die Tabelle in der Zeitung mit der Bildchen richtig gelesen habe, dann sieht es demnächst in der Stadt wie auf einem Zombie-Planeten aus. Ja, die Ziege ändern sich. Wenn das früher noch etwas ganz Besonderes war, 100 Jahre alt zu werden, dann ist das demnächst ganz normal. Ob das allerdings alles so schön ist, das ist dann wieder die andere Frage. We speak English. Was muss ich dort wieder lesen? Englisch, immer häufiger Firmensprache. Das ist einfach nicht schön. Zum wie Steuerlesen an, führen immer mehr deutsche Unternehmen die Sprache in. Deutsche Bank, Daimler oder Lufthansa. Wie wäre es dann mit Kölsch? Einfach flächendeckend Kölsch entführen. Also nicht nur hey. Das wäre doch richtig gut, oder? Wenn du da in einem Flugzeug sitzt und der Kapitän Funk über das hier bläse, Lefjecke, hier spricht euer Kapitän. Made dich bequem, wir fliegen gleich los, sobald die das Ding hier abgetankt haben. Wir rollen dann rüber auf die Startbahn und dann jeweils richtig Gas, damit wir das Ding auch hochkriegen. Sobald wir dann den Flughöhe erreicht haben, kommen wir Stewardesse und rollen euch ein Bittermännchen in die Gang. Dazu servieren die Kürbisse, halbe Hahn und Mettbrötchen mit Ölig. Ja, so könnte ich mir das gefallen lassen. Denkt mal drüber nach. Schöne Unternehmer. Fastelavond im Blut. He und am Zuckerhut. Ja, Lefjecke. Kommen wir zu ernsteren Themen. Gestern. Viva Fastelavond. War das ein Fest, oder? Mein Gott. Was haben wir gesoffen? War herrlich. Schön gefeiert, gesungen und geschunkelt. So wie he, als die paar Weiher auf die Bühne gekommen sind. Fastelavondsrunde 2013, hebe der Achse! Hier wieder bei euch sein zu dürfen. Der Wolfgang, der NMC sagt, wir hatten Geburtstag, wir feiern Jubiläum, nämlich 30 Jahre die Paveier. Und ich frage jetzt hier mal an dieser Stelle,
euch da. Ist denn die Stimmung? Okay, das wollen wir sehen. Schön ist das Leben, scheinen sie alle, da sind wir schon immer Leben. Schön ist das Leben und es hat noch mehr wie früher bei anderen, da haben wir nie gefragt. Wir sind gekost von Esche oder manchmal schon gekommen. Vom Erde haben wir lang noch nichts genommen. Und Vögel, die noch langsam die Falle ihrer Welt. Sie standen uns 20 Jahre nicht schlecht. Schön ist das Leben. Scheiße, ja, wir anders sind. Wir schon immer werden. Schön ist das Leben. Und es hat noch nicht mehr. Und jetzt. Aber auch wenn die Russen unterwegs gewesen sind, hat er sicher viel Spaß gehabt, in oder um Köln herum, oder? Was da allerdings im besoffenen Kopf teilweise auch für Körperflüssigkeiten ausgetauscht werde, da wird es mir zum Teil gut schlecht, wenn ich das mit anhören muss. Wo ich gerade lese, wir kennen uns seit einer Stunde und Bütze seit 55 Minuten. Ja, fette Respekt an dieser Stelle. Ja, nächstes Thema, Ausbildungsministerin. Tja, gestern ist dann nicht Schawansnetti wieder hingeflogen. Schon gehört, dass es für Netti nach der Landung gewesen ist. Ist am Woche eng, jedet noch uns mit dem Angie fast der Loven feiern. Der Plan von der Merkel ist, dass es dem Netti noch dem 12. Kölsch verklickert, wie sie in Zukunft aussieht. Ich finde es persönlich immer faszinierend, wie sich aktuell jeder von der bestussten Politiker in der Flimmerkiste dazu äußert, dass die Zick von dem Netti spätestens jetzt abgelaufen ist. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch die Säge, die die Schlauköpfe am Rücken versteckt haben. Gefühlt 50% der Arbeitssick sind die in Berlin doch eh nur dabei, an einem Stuhl von einem anderen Politiker zu säen. Und jeder von der Hyopies hätte Weisheit mit großen Löffeln gegessen. Geburtstage: 1955 John Grisham, kennen wir, der hätte ja ein paar Bücher geschrieben. 1963 geboren Joshua Cassison. Oh, Jesse, paint a picture. Kennen wir auch, hat das Lied gesungen da am Klavier mit der langen Tarzan-Frisur. Ja, und 1966 Bruno Labbadia. Immerhin hätte er ja mal sehr erfolgreich beim FC auch gespielt. Und mit dem Polsters Tünn der ein oder andere Doppelpack in das Dingerin gejagt. Ja, Gratulation an alle drei von denen. Ja, Namenstage gratulieren wir ganz herzlich allen Miladas und allen Philipps. Philipp, ich kenne dich auch, also herzlichen Glückwunsch. Milada kenne ich persönlich nicht, aber wird auch schwer feiern. Also, in diesem Sinne, badet Jod, schwenkt der Hut und ja, zum Wetter will ich ja nichts mehr sagen. Ihr seht selber, was da draußen los ist. Immerhin ist ja jetzt ein bisschen mit dem Regen ein bisschen weniger geworden. Also ist es ja weniger geworden. Ihr merkt, die Stimme ist noch ein bisschen belegt von gestern. Und ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass jetzt am Wochenende noch uns die Wetterfee vorbeikommt. Ich habe alles versucht, aber bisher ist da nichts zu machen und vielleicht können wir dann auch die Sonne noch ins Rust kitzeln. In diesem Sinne, lautet Krache und ich bin da sehr zuversichtlich. Bis die Tag. Ciao, ciao.